Hey, und heute steigen wir in eine neue Serie rein, Kolosserbrief, 3 Sündigen, wo wir uns mit dem Kolosserbrief ausführlicher auseinandersetzen. Es ist ein kurzer Brief, er hat nur 4 Kapitel, aber es ist ein sehr reichhaltiger Brief, der mega viel auch theologischen Tiefgang hat. Aber nicht nur einfach Theorie, weil Theologie führt immer zum Alltagsrelevanz. Alle Theologie muss irgendwo eine Auswirkung haben auf unser Leben und das sehen wir gerade in diesem Brief sehr gut und werden da sehr gut nachvollziehen können. Was mich mega freut, ist, dass wir zu dieser Serie so einen Bibelleseplan haben. Und früher sind die auch so auf Zettel, oder, wo man dann irgendwo mitnehmen können. Heute lesen mega viele Leute die Bibel ja online oder eben in einer App rein. Und die meisten nutzen hier die YouVersion Bible App. Und wir haben es geschafft, den Plan auch auf dieser App aufzuschalten. Also ihr könnt den Bibelleseplan dort auf der App abonnieren, aber ihr könnt auch, wenn ihr da den Link eingebt, dort hat es nachher einen Link auf beides. Die gerne ein PDF hätten oder so, wo man kann ausdrucken und aufhängen kann, dort findest du das, aber du findest auch dann den Link auf die YouVersion Bible App, wo du den Plan direkt kannst abonnieren kannst. Und dort gibt es ein cooles Feature, und ich euch mega empfehlen kann, wenn du nämlich sagst, ja, ich will den Leseplan starten, dann fragt es sich, willst du das allein machen oder willst du das mit Freunden zusammen machen? Und das ist eine mega coole Sache. Wir machen das als Small Group, dass wir dann das miteinander lesen. Hat dann jeder kann zu seinem Zeitpunkt und so weiter das lesen. Und es gibt dann am Schluss noch so eine Art wie einen Chat, wo man noch etwas reinschreiben kann, was man vielleicht cool gefunden hat, was einem geblieben ist. Und das ist mega ermutigend, so miteinander unterwegs sein. Ich kann euch das wärmstens empfehlen, vielleicht sogar als Familie, vielleicht als Small Group oder vielleicht mit irgendwie ein paar guten Freunden, wo du näher unterwegs bist. Während dieser Serie, das eine Bibelserie ist, empfehle ich dir wärmstens, deine Bibel amigs dabei zu haben, egal ob jetzt das digital ist oder analog so quasi. Und vielleicht sogar das Kapitel, wo wir uns gerade drin beschäftigen, offen. Dann kannst du auch immer wieder selber nachschauen, wenn ich auf etwas Bezug nehme. Ich lese Texte amigs aus der NGÜ, damit es vielleicht nicht irgendwie noch Durcheinander gibt wegen der Bibelübersetzungen. Zum Anfang ein paar Hintergrundinformationen. Der Brief an die Kolosser, das sind die Christen in der Stadt Kolossea. Das ist eine Stadt im Neuen Testament, wird oft von Kleinasien geredet. Das ist heute in der Türkei. Das ist also eine Stadt in der Türkei. Und es war nicht wirklich eine bedeutende Stadt gewesen. Die Stadt hat ihren Höhepunkt so quasi schon hinter sich gehabt, ist jetzt aber in dieser Situation so ein bisschen im Schatten gestanden von den grösseren Nachbarstädten Laodicea und Hierapolis. Man kann sagen, vielleicht ein bisschen wie manchmal Uster. So ein bisschen manchmal im Schatten steht, so von Zürich und Winterthur, die vielleicht ein bisschen grösser sind. Da würden jetzt natürlich alle Uster abstreiten, oder? Aber es ist so, auch von der Distanz her passt das relativ gut. Es ist so 25 Kilometer Distanz, ein Tagesmarsch sind die Städte auseinander gewesen. Der Paulus hat den Brief aus dem Gefängnis heraus geschrieben, zusammen mit dem Timotheus, lesen wir ganz am Anfang. Und interessanterweise lesen wir dort dann auch von einem Epaphras, wo anscheinend die Gemeinde gegründet hat. Es hat mehrere noch so Namen, so Personen, die erwähnt werden in dem Brief in Kolosser. Und darum haben wir so jeden Sonntag einen kleinen Clip, wo uns jemand aus dem Brief, eben so eine vielleicht Randfigur, tönt ein bisschen abschätzig, aber so jemand aus dem Brief, wo wir sonst vielleicht nicht so kennen, besser vorstellt. Und heute ist das der Epaphras. Und ich freue mich, der Clip, der läuft jetzt und stellt ihn euch vor. In den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Mit Paulus im Gefängnis befindet sich ein Mann namens Epaphras. Viel weiß man nicht über ihn. Jedoch erfahren wir im Brief, dass er die Menschen in Kolossä zu Christus geführt hat und die Gemeinde dort mitgründete. Auch aus dem Gefängnis unterlässt er es nicht, für die Kolosser leidenschaftlich zu beten. Genau solche Menschen gebraucht Gott. Er hat durch Epaphras etwas ins Rollen gebracht. Sein großes Momentum
in der Gemeinde der Kolosser. Der Epaphras. Man weiß wirklich nicht viel mehr über ihn. Wir wissen, dass das sein Heimatort war, wo er hergekommen ist. Und wahrscheinlich hat er sich irgendwo mal bekehrt, die Botschaft gehört. Es kann sein, dass das in Ephesus war, das ist etwa 200 Kilometer weg. Vielleicht sogar durch den Paulus selber. Und auf jeden Fall hat er eine Leidenschaft für die Menschen an dem Ort, wo er wohnt, ist heimgegangen, hat dort die Kirche gegründet. Und das ist vielleicht auch eine Ermutigung für uns. Der Epaphras hat das Momentum Gottes in Kolossea ins Rollen gebracht. Auch wenn er jetzt in dem Sinn, wenn wir die ganze Bibel anschauen, eben so ein bisschen eher eine Randfigur ist, aber Gott hat ihn brauchen, hat ihn gebraucht für sein Momentum. Und was er hatte, ist eine Leidenschaft für die Menschen und eine Liebe für die Menschen an dem Ort, wo er angestellt worden ist. Und das ist vielleicht eine Ermutigung auch für dich. Du bist auch noch mit angestellt. Und wenn du eine Leidenschaft hast für Gott und eine Leidenschaft hast, eine Liebe für die Menschen hast, dann kann Gott dich dort brauchen, um sein Momentum ins Rollen zu bringen. Was man merkt in diesem Brief, ist, dass es anscheinend wahrscheinlich so gewisse Spannungen in Kolossea gegeben hat, vor allem durch religiöse und kulturelle Einflüsse. Die einen reden von Irrlehren, es ist nicht ganz sicher, wie ganz klar formuliert das war. Aber es ist so, dass es in dieser Kirche ehemalige Juden gab und ehemalige Heiden, die in der Gefahr waren, den Glauben an Jesus mit anderen Sachen irgendwo ein bisschen zu vermischen. Man weiß nicht, ob das konkret einfach eine Sache war, wo es darum gegangen ist, oder eben, ob das einfach verschiedene Strömungen und verschiedene Gedanken und Theorien, die da zusammengekommen sind. Aber es würde uns nicht verwundern, oder? Weil die Leute haben unterschiedliche Hintergründe gehabt. Da hat es unterschiedliche Vorstellungen darüber gegeben, wer Gott ist. Gerade die Heiden, die haben vorher an ganz viele verschiedene Götter geglaubt. Oder auch an Geistwesen, die so quasi den Zugang zu Gott uns irgendwo ermöglichen. Und das ist gut möglich, dass die ein Stück weit von dem ein bisschen mitgenommen haben und das irgendwo angefangen haben zu vermischen. Etwas irgendwo mal aufgeschnappt haben. So wie heute manchmal irgendwie auch esoterisches Gedankengut mit dem Glauben irgendwo vermischt wird. Früher war das, dass man das eben vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt hat. Heute schnappt man das meistens auf YouTube oder irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder sonst irgendwo auf. Aber es ist wichtig, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, weil das die Situation war, wo der Paulus reinschreibt. Und wenn man aufmerksam den Brief liest, merkt man immer wieder so, da ist jetzt wahrscheinlich etwas, wo ein bisschen in das hineingeht. Wenn wir ins erste Kapitel hineingehen, ist am Anfang die Anrede, da schreibt der Paulus, wer er ist und auch wer das so schreibt. Paulus selber war nie dort gewesen, er stellt sich darum ganz kurz vor. Und dann lesen wir, wie der Paulus Gott für den lebendigen Glauben der Kolosser dankt. Er ist bewegt, von ihrem Glauben zu hören, wo Früchte trägt und sich verbreitet. Und ich hoffe, er wäre auch von uns begeistert, wenn er uns einen Brief schreiben und sagen, hey, es ist so cool, was bei euch geht. Es ist so cool, wenn ihr unterwegs seid und wie euer Glaube lebendig ist. Und es wird in diesem Abschnitt, das sind so die ersten 12 Verse, zweimal erwähnt, dass er und Timotheus oft für die Gemeinde in Kolossea betet. Dass sie Gott zum einen danken und zum anderen für sie noch um mehr Weisheit, um mehr Einsicht durch den Heiligen Geist bittet, dass mehr Frucht in ihrem Leben passieren kann. Und ich finde das mega stark, weil es zum einen zeigt, wie wichtig das Gebet war in dieser jungen Kirche und im Miteinander der Christen in der damaligen Zeit. Und das zeigt, wie Paulus, obwohl er ja die Kirche nicht selber gegründet hat, obwohl er nie persönlich dort war, ihm die Kolosser am Herz gelegen sind. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie das vielleicht für Kolosser war, wo sie das gehört haben, wo der Brief vorgelesen worden ist. Und ich glaube, das muss unheimlich ermutigend für sie sein. Wow, der Paulus und der Timotheus, die beten für uns. Obwohl sie nie da sind, obwohl sie uns nicht persönlich kennen. Und ich glaube, Gebet ist so etwas mega Ermutigendes. Und manchmal, glaube ich, dürfen es andere auch wissen lassen, hey, ich bete im Fall für dich. Hey, ich denke an dich. Und das kann den anderen so ermutigen, einfach das zu wissen. Dann wird in diesem Teil auch so
gewisse Themen schon das erste Mal ein bisschen angeschnitten, so ein bisschen gestreift. Und das ist übrigens in den meisten Briefen so, dass in den ersten Versen oft schon ganz kurz angeschnitten wird, um was es dann im Rest des Briefs noch vertieft geht. Und darum gehen wir jetzt aber nicht so genau auf die ersten Verse ein, sondern springen gerade weiter zum Vers 13. Weil als Abschluss von dem ersten Teil erinnert Paulus die Kolosser nochmal an ihre Erlösung. Und dann geht er gerade so fast nahtlos über in ein Feuerwerk von Wort, wo die Grossartigkeit von Jesus so auf eine ganz einzigartige Art und Weise raushebt. Und es ist nicht sicher, es ist ein bisschen umstritten, ob der Paulus die Worte selber so geschrieben hat oder ob er da auf ein bekanntes Gedicht oder so ein Liedtext eine Art zurückgreift und das dort wie so eingeflochten hat. Wir reden bei diesem Teil von einem Hymnus. Das ist eine Art ein Lobgedicht oder eben manchmal ist es auch ein Lied gewesen. Es ist auf jeden Fall ein kunstvolles, gestaltetes Gedicht von unglaublichem Tiefgang, wo in mega wenigen Worten enorm viel Gehalt drin steckt, Wahrheit und Tiefgang. Da ist wirklich jedes einzelne Wort sorgfältig und ganz bewusst ausgewählt. Da ist ein klarer Aufbau drin, das hat eine Struktur. Leider geht das manchmal im Deutschen bei der Übersetzung ein bisschen verloren, oder? Das kommt vor allem im Griechischen dann mehr mit über. Wir lassen den Text mal so auf uns wirken und hören das an. Der Max mit seiner super Stimme liest uns das vor. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Yes. Es sind so starke Ausdrücke drin, so viel Tiefgang. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn, Jesus, ist alles erschaffen und hat alles sein Ziel. Er ist das Haupt der Gemeinde, von seinem Lieb. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Durch ihn hat Gott das ganze Universum mit sich versöhnt. Das ist so dicht. Da ist so viel Bedeutung drin, das ist manchmal für uns schwierig, um das irgendwo erfassen und einordnen, was das genau heisst. Und ich möchte darum auf ein paar so Kernaussagen ganz kurz eingehen. Das heisst, Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und es macht absolut Sinn, niemand von uns hat Gott wirklich jemals gesehen. Selbst im Alten Testament ist uns überliefert, wie Gott zwar mit Menschen interagiert hat, aber sie haben ihn nicht wirklich gesehen. Er ist trotzdem unsichtbar gewesen. Aber mit Jesus ist Gottes Ebenbild auf die Welt gekommen. Ist Gott sichtbar geworden für die Menschen. Und das heisst, wenn du wissen willst, wer Gott ist oder wie Gott ist, dann musst du Jesus anschauen. Dank ihm wissen wir, wie Gott ist. Dann heisst es, durch ihn ist alles erschaffen und alles besteht durch ihn, im Vers 16 bis 17. Und Paulus will damit sagen,
Jesus ist nicht einfach ein Teil der Schöpfung. Er ist nicht einfach ein besonders geistlicher Mensch gewesen, vielleicht ein Auserwählter. Nein, er steht über der Schöpfung. Durch ihn besteht die Schöpfung überhaupt. Und damit will Paulus all denen, die irgendetwas wegnehmen von Jesus oder die das Gefühl hatten, sie können Jesus auf eine ähnliche Stufe wie einen Engel oder wie irgendein sonstiges Geistwesen stellen, eine klare Absage geben. Er sagt, nein, Jesus ist Gott. Die ganze Fülle von seinem Wesen ist in Jesus drin. Und im Vers 18 heißt, er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt von seinem Leib. Er hat die wichtige Stellung drin. Niemand sonst kann sagen, ich bin das Haupt der Kirche. Er ist es. Er ist der denkt. Er ist der lenkt. Er ist der, von dem alles ausgeht, wo alles zusammenläuft. Und wir als Kirche, wir sind sein Körper, sein Leib. Das heisst, wir sind der Ort, wo das wie Hand und Füße überkommt. Wir gehören zu ihm. Wir sind angebunden an den Kopf quasi. Wir sind verbunden mit ihm. Und haben durch das einen Anteil an dem herrlichen Jesus. Und jetzt müssen wir uns vor Augen rufen. Er schreibt da an eine Kirche, wo es unterschiedliche Ansichten gab. Unterschiedliche Meinungen vielleicht darüber, wer Jesus genau war, was er genau bedeutet hat. So eine Vermischung mit anderen Philosophien und Götterglauben. Eben die einen haben gemeint, dass Jesus vielleicht so einfach ein besonderes Wesen war, wo uns den Weg zu der Erlösung zeigen kann. So eine Art ein Geistwesen, das von Gott geschickt worden ist. Und andere haben gemeint, Jesus ist schon gut, das ist schon cool. Aber dann müssen wir noch das und das machen. Erst dann funktioniert das. Man redet hier von so vorgnostischen Strömungen, die so geglaubt haben, dass alles Materielle schlecht ist und wir in dem gefangen sind und dass so Geistwesen kommen müssen und uns aus dem heraus befreien. Und mit dem kunstvollen, poetischen Text wird Paulus keinen Zweifel offen lassen für alle, die so Gedanken haben und sagen, hey, Jesus steht über dem alles. In ihm ist die Fülle. Alles ist durch ihn geschaffen, besteht durch ihn. Er ist nicht ein Abklatsch von Gott. Er ist das Original. Er ist nicht einfach ein Zusatz, ein Weg unter vielen. Er ist das einzige Wahre, was es gibt. Er ist grösser als alles andere, was uns vielleicht irgendwo noch wichtig ist. Er ist genug. Es braucht nichts anderes. Und er soll in allem den allerersten Platz einnehmen. Vers 18. Und wir, als ein Teil von seinem Leib, sind mit dem Jesus verbunden. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um uns eine Frage zu stellen. Bist du dir bewusst, dass Jesus wirklich über allem steht? Dass er genug ist? Dass du nichts anderes brauchst? Dass wenn du ihn siehst, dass du dann Gott siehst und dass alles auf ihn rausläuft und dass in ihm, Jesus, die ganze Fülle von Gott zu finden ist? Ist das etwas, wo du so kannst stehen lassen? Oder bist du vielleicht manchmal in Gefahr, dass auf andere Art und Weise oder an anderen Orten irgendwo auch noch zu suchen? Vielleicht Jesus plus noch ein bisschen Esoterik. Jesus plus noch irgendein paar spirituelle Zusatzpraktiken. Ein bisschen Glauben ins Universum. Oder vielleicht du extra Wissen, manchmal auch mega christlich verpackt, wo dir noch mehr Zugang zur Fülle Gottes soll geben. Wo dir noch mehr Autorität in deinem Leben als Christ soll geben, wo zu mehr Tiefgang soll führen. Es kann sich manchmal auch äußern im übertriebenen Verherrlichen von geistlichen Leitern, wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, hey, du musst zu dem und dem gehen. Wenn du das und das Problem hast, der kann dir helfen. Nein, Jesus kann dir helfen. Nicht irgendeine andere Person. Jesus ist es, der dir helfen kann. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen an eine gewisse Art gehen, wo spezielle Fülle erlebbar ist, wo Gottes Gegenwart auf eine ganz spezielle Art und Weise da ist. Paulus sagt ganz klar, Jesus ist genug. Er steht über allem. Wenn du verbunden bist mit dem Jesus, dann ist die Fülle von Gott in dir. Direkt nach dem Teil kommt er nochmal zurück auf die Erlösung im Vers 21 und 22 und sagt nochmal der Kolosser, auch ihr seid darin eingeschlossen. Hey, das gilt für euch, Kolosser, das gilt für euch, Zürich, Oberländer. Früher lebtet ihr fern von Gott.
Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Er sagt, hey ja, wo Christus noch nicht in euer Leben hineingekommen ist, da sind ihr fern von Gott. Da habt ihr ihn nicht gekannt. Und das hat euch auf die falsche Spur geführt. Das hat dazu geführt, dass ihr so quasi Böses gemacht habt, indem ihr nicht das tun habt, was eigentlich Gott denkt hat. Indem ihr nicht so gehandelt habt, wie Gott das Leben sich eigentlich vorstellt und wie es dieser Welt und unseren Mitmenschen und auch dir persönlich gut wird tun. Er redet da von einer findlichen Haltung. Und damit ist gemeint, dass man eben genau gegen seinen Plan verstoßen, wenn man für seine Schöpfung und für die gesamte Menschheit, wenn man anders handelt, als dass er es denkt hat. Weil man dann anfangen, das kaputt zu machen, was er so gut geschaffen hat. Und dann sagt er im Vers 22, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Er sagt, jetzt ist alles anders, weil Christus uns mit Gott versöhnt hat am Kreuz. Und durch ihn sind wir mit ihm verbunden. Jetzt gehören wir zu ihm. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich muss sagen, ich versage immer noch. Ich fühle mich manchmal immer noch so als ein Feind von Gott. Meine Taten sind leider oft immer noch gegen das, was Gott eigentlich wollen. Jeden Tag, jede Woche. Manchmal sind es meine Worte, manchmal ist es fehlende Liebe, manchmal sind es aufbrausende Emotionen, mein Egoismus, Zügellosigkeit, all diese Sachen. Vielleicht kennst du so Sachen auch in deinem Leben. Aber Gott möchte uns doch zu Menschen machen, die heilig und ohne Makel sind. Haben wir jetzt gerade gelesen. Wie soll denn das gehen? Und da geht es weiter. Er sagt dann, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Er sagt, hey, es ist einfach. Voraussetzung ist, halt an dem Glauben fest, an dem Fundament von dem Glauben und lass dir die Hoffnung nicht rauben. Es reimt sich sogar. Halt fest am Glauben und lass dir die Hoffnung nicht rauben. Glaub an das Evangelium und die Hoffnung, die drin steckt, die Hoffnung nämlich, dass Gott uns all das Böse nicht anrechnet, weil Jesus genau für das am Kreuz gestorben ist. Dass du durch den Glauben mit dem überwältigend grossen Jesus, wo der Paulus so kraftvoll beschrieben hat, verbunden bist. Dass der Jesus alles ist, was du brauchst. Dass er genügt. Weil alles in ihm schlussendlich sein Ziel hat. Und dass du so kannst heilig und makellos vor Gott treten. Nicht durch deine Leistung, nicht weil du alles anders machst, sondern durch den Glauben und die Hoffnung, wo du mit dem verbunden ist. Dass wir versöhnt sind mit dem Gott, wenn wir an das glauben und uns die Hoffnung nicht rauben lassen, dass das tatsächlich stimmt, dass das so ist. Es war ein Moment in der Vorbereitung, was bei mir nochmal so Klick gemacht hat. Und ich hoffe, dass das irgendwie gelingt und dass der Heilige Geist euch hilft, dass es ebenfalls so Klick macht. Es geht nicht um die Leistung. Aber wir gehen weiter. Ich glaube, vielleicht wird es dann nochmal klarer. Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind sein Leib. Und durch den Glauben werden wir ein Teil von dem Leib, jeder von uns. Und wir sind durch das verbunden mit ihm, dem Haupt. Und vielleicht ist das manchmal so nicht jetzt das ermutigendste Bild, oder so. Was bin ich denn für ein Teil an dem Leib? Bin ich irgendwie ein Ohrläppchen oder ein kleiner Finger oder der Bauchnabel oder wir wären ja gern so wichtig, oder? Ein wichtiges Teil. Und vielleicht wirkt das manchmal so ein bisschen kümmerlich, weil wir jetzt nicht gerade sagen können, sind wir in dem wichtig oder nicht. Aber der Paulus ist noch nicht fertig in diesem Kapitel. Und er leitet nochmal so ein Highlight hinein im Vers 26 und 27. Er sagt nämlich, dass genau in dem drinnen ein Geheimnis versteckt ist. Im Griechischen ein Mysterium verborgen liegt, wo Gott lange Zeit verborgen gehalten hat. Und
Und dann heißt es im Vers 27b, und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Er sagt, ja, im Gesamtbild bist du vielleicht ein kleines Teil von dem Lieb, wo unscheinbar und unwichtig wirkt. Aber verbunden mit Jesus, verbunden mit dem Haupt, bedeutet das umgekehrt dann eben auch, dass der Christus in dir drin lebt. Und dass das die Hoffnung ist auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit. Durch den Glauben lebt Jesus Christus in dir Steffi, in dir Hans, in dir Martha, in dir Christian, in dir Dave. Christus lebt in dir drin. Der alles überragende Christus, das Ebenbild Gottes, wo die ganz Fülle Gottes drinnen ist, er lebt in dir, wenn du an ihn glaubst. Vielleicht sieht man das äußerlich nicht unbedingt. Wobei, ich bin schon Menschen begegnet, wo man das einfach sieht, auf den ersten Blick, das sichtbar ist. Aber bei den meisten von uns ist das vielleicht nicht immer so auf den ersten Blick sichtbar. Aber das ist das, was mir Klick gemacht hat. Wenn der Jesus in dir lebt, wie können wir dann finden von Gott sein? Wenn der alles überragende Jesus in dir drin lebt, es ist noch possible. Es ist nicht möglich, dass uns Gott dann noch als Finder anschauen kann, weil der Jesus, der in dir lebt, der überstrahlt alles. All deine Fehler, all das, was wir immer noch falsch machen, er überstrahlt das einfach. Gott kann uns nicht mehr als Finder anschauen, weil der Jesus in dir drin lebt. Und vielleicht braucht es manchmal ein bisschen, bis das wirklich sagt, bis wir das wirklich begriffen haben. Und vielleicht redet Paulus auch darum davon, dass es ein Geheimnis ist, dass durch den Glauben du mit dem Jesus verbunden bist und er jetzt in dir drin lebt. Und im Rest vom Brief an Kolosser wird es noch viel deutlicher, dass es dabei nicht um einzelne Glaubenspraktiken geht. Es geht nicht ums Einhalten von Gebot und Gesetz, sondern es geht darum, verbunden zu sein mit dem Jesus, weil die Verbindung Auswirkungen hat auf uns. Im Vers 28 kommt das nachher zum Ausdruck, wo er sagt, ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Die Auswirkung davon ist, dass wir geistlich reif werden. Die Zugehörigkeit, die Verbundenheit mit Jesus führt zu einer geistlichen Reife. Nicht das Einhalten von Gesetzen oder möglichst viel Wissen oder über den Glauben, über Gott, sondern die Verbundenheit. Mit dem Jesus verbunden sein. Und das Ziel von dem ist, dass wir geistlich reife Menschen werden dürfen. Das ist so ein spannendes Thema. Und unser Ziel als Pastoren ist es, euch zu helfen, geistlich reife Menschen zu werden. Und in dem geht es zuallererst um Verbundenheit mit Jesus. Und nicht darum, dir zu sagen, was jetzt genau richtig ist und was falsch ist, was genau Sünde ist und was nicht. Geistliche Reife fängt dort an, dass wir verbunden sind mit dem Jesus. Das wäre das Thema, wo es sich lohnen würde, mal eine ganze Predigt darüber machen. Vielleicht komme ich mal dazu. Aber es fängt in dieser Verbundenheit mit Jesus an. Das ist das, was es ausmacht. Und darum möchte ich heute zum Schluss euch 2 Fragen so ein bisschen mitgeben. Die erste ist, wie steht es um deine Verbindung mit Jesus Christus? Lebt Jesus Christus in dir? Das ist so die Frage danach, ob du Glauben schenkst, dieser Botschaft von dem überwältigenden Jesus, den Paulus in dem Kapitel so stark beschreibt. Ob du deine Hoffnung in das setzt, dass die Texte wahr sind, in dem, was sie über Jesus aussagen. Dass er alles ist, was wir brauchen. Dass er genügt. Und ich möchte dich heute einladen, das zu tun. Gerade dann speziell, wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast. Und wenn du merkst, dass der Jesus dich irgendwo fasziniert, dass dich in dem Hinein irgendetwas anspricht, wo dich zu ihm anzieht,
dann bitte folg dieser Einladung, dieser Botschaft. Ich weiss, dass es vielleicht ein bisschen Mut braucht, so einen Schritt irgendwo zu machen. Aber vielleicht ist auch das ein erster Schritt von Reife. Und es ist einfach, das zu machen. Du kannst das in einem Gebet Gott gegenüber ausdrücken. Du kannst es ihm in deinen eigenen Worten sagen. Vielleicht in Worten wie: Ja, Jesus, ich bin ein Find Gottes, weil mein Verhalten so oft boshaft gegen deinen guten Willen und gegen deinen Plan ist, so oft egoistisch ist. Aber ich möchte ein Teil von deinem Lieb werden. Ich möchte, dass du anfängst in mir leben. Ich glaube, dass du mich erlösest. Wie gesagt, du kannst deine eigenen Worte machen. Aber ich möchte dir Mut machen, dass, wenn du das machst, das auch mit jemandem zusammen zu machen. Vielleicht bist du mit jemandem da, vielleicht hockst du mit jemandem, jetzt gerade wo du das hörst, neben jemandem. Wir haben ein Gebetsteam hier vor Ort, das liebt, mit dir zu beten. Du kannst das online, kannst auch reinschreiben in den Chat rein. Wenn du einen Freund da hast, kannst du vielleicht auch mit ihm zusammen das machen. Aber getrau dich, diesen Schritt zu machen. In die Verbundenheit mit Jesus hineinzukommen. Und das Zweite ist so eine Standortbestimmung. Wie steht es um deine geistliche Reife? Siehst du in deinem Alltag, dass Jesus in dir lebt? Oder vielleicht anders gesagt, wie viel Jesus ist schon in deinem Leben sichtbar? Wenn andere dein Leben sehen, was sehen sie? Sehen sie mehr dich? Sehen sie Jesus? In deinem Reden, in deinem Handeln, in deinem Umgang mit anderen Menschen, in deinen Prioritäten, wie du sie setzt, in deinen Entscheidungen drin. Wird durch das Jesus sichtbar? Oder ist von dem noch nicht viel sichtbar? Geistliche Reife ist nicht möglichst viel über den Glauben zu wissen, nicht möglichst fromm können zu reden, nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich alles begriffen und alle Fragen beantwortet, sondern geistliche Reife zeigt sich in unserem Leben, in unserem Umgang mit anderen Menschen, in den kleinen Sachen von unserem Alltag. Und es wächst aus dieser Verbundenheit heraus. Das heisst, aus dieser Beziehung mit Jesus, im Gebet, in der Stille, wenn du dich mit seinem Wort beschäftigst. Und die geistliche Reife wächst aber auch in der Gemeinschaft. Der Kolosserbrief zeigt das in den anderen Kapiteln nachher noch so klar und deutlich. Nicht einfach im stillen Kämmerlein, sondern dort, wo wir wirklich der Liebe Gottes sind. Wo wir zusammenkommen, wo wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Dort wächst die geistliche Reife. Und damit meine ich nicht nur die Gottesdienste, wo wir zusammenkommen, sondern damit meine ich auch unsere Small Groups. Dort, wo wir mit anderen Christen zusammen gemeinsam unterwegs sind, Leben teilen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht Teil bist von so einer Gemeinschaft, dir das überlegen. Dich einen Teil von dem zu machen. Und wenn du vielleicht mal gewesen bist und es irgendwie zu viel geworden ist, dir das nochmal überlegen. Dich einen Teil von dieser Gemeinschaft zu machen. Und ja, das kostet manchmal. Und ja, manchmal ist es schwierig. Aber auch in dieser Gemeinschaft, in dieser Verbundenheit miteinander, wächst die geistliche Reife in unserem Leben. Ich bete zum Schluss und lade euch ein zum Aufstehen, wenn ihr da sind. Vor Ort kommt ihr so von Gott, wie es für euch passt. Jesus Christus, du überwältigend Grosse, du Ebenbild Gottes, wo wir drinnen Gott können erkennen und sehen, du, wo Gott bist, wo die ganze Fülle bist. Ich wünsche mir so, dass das für unser Leben nicht darf, so die Wahrheit sein, wo wir darauf aufbauen. Dass die Fülle bei dir ist. Dass du alles bist, was wir brauchen. Dass wir dich nicht mit anderen Sachen irgendwo zusammen mixen und museln, sondern dass du über allem stehst. Jesus, ich wünsche mir, dass es bei jedem von uns so Klick machen darf. Dass wir vielleicht vorher Finden von dir gewesen sind, aber dadurch, dass wir mit dir verbunden sind, sind wir es nicht mehr.
weil du in uns jetzt lebst. In jedem Einzelnen von uns gegenwärtig bist. Dass es so nicht mehr möglich ist, dass wir deine Finde sind. Auch wenn vielleicht unser Leben manchmal noch hinten hinkt. Auch wenn wir vielleicht geistlich noch nicht an dem Punkt sind, wo alles schon gut ist. Aber dass du mit uns unterwegs bist und dass wir durch deine Verbundenheit mit dir dürfen geistlich wachsen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir immer wieder die Verbundenheit suchen können. Und dürfen durch das immer mehr geistlich wachsen, dürfen reifer werden. Und dass wir als Kirche dürfen eine Kirche sein, wo geistlich reif darf sein, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir bereit sind, füreinander da zu sein, uns füreinander einzusetzen, wo wir die Gemeinschaft leben, wo es uns nicht einfach nur um uns geht, sondern um dich. Und wo du der bist, der die Gemeinschaft prägt. Ich bitte dich, Jesus, für jeden, der dich noch nicht eingeladen hat, dass du begegnest, dass du anklopfst, Heiliger Geist. Amen.